Ganz von weitem hat er's gehört, Mitternacht schlagen. Gleich darauf sind ihm immer wieder die Augen zugefallen. Da ist er aufgestanden, hat die nächste Tür aufgemacht und ist in ein Schlafzimmer hineingekommen. Das Bett war frisch überzogen und aufgeschlagen und sogar ein seidiges Nachthemd ist parat gelegen. Da hat er gedacht, wahrscheinlich gehört das Schloss an einer guten Fee, die Verbarmigkeit mit mir. Ich muss jetzt schlafen. Ich falle um vor Müde. Er ist ins Bett hineingelegen und hat geschlafen bis in den hellen Morgen hinein. Als er voraus ist, das Ross holen, ist er kaum zum Staunen rausgekommen. Draussen ist kein Schnee mehr gelegen. Vor dem Schloss war ein Rasen, dick wie ein grüner Teppich. Auf dem Weg zum Stall ist er an einer Rosenhecke vorbeigekommen, die war ganz voller herrliche rote Rosen. Da hat er gedacht, Gott sei Dank, jetzt kann ich wenigstens meiner jüngsten Tochter ihren Wunsch erfüllen. Und er hat einen grossen Zweig abgebrochen. Da hört er auf einmal ein Gebrüll. Und ein entsetzter Saugehör kommt auf ihn zu. Es ist auf 2 Beinen gelaufen. Über und über voller Haar wie ein Affe.